Können wir eigentlich da noch was machen? Gut, vielleicht später. Wenn wir irgendwie einen Fingerabdruck haben. Haben wir im Moment aber noch nicht. Da können wir noch nicht rein. Was ist das? Diese Steckdose scheint zu funktionieren. Ja, das ist doch super. Und die da? Die ist offen. Ach doch, jetzt auf weh. Was ist dann in der anderen drin? Moment, das muss ich erst mit reinschauen. Ach so. Ja gut. Jetzt kann man mal... Nehmen wir mal das Ding nochmal mit. Wird wahrscheinlich nicht passen. Weil es doch eine andere Farbe hat. Na, passt nicht. Dann schauen wir eben mal da rein. Eine Referenznummer für die Tür. T082445. Noch mehr Blut. So, pass auf, was haben wir denn da wieder? Das ist eine Falle. Ein Absperrhahn. Aber der Schließmechanismus wurde entfernt. Ein Absperrhahn. Aber der Schließmechanismus wurde entfernt. Der Schließmechanismus, ja pass auf. Wir haben ja den Schraubenschlüssel. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Gut, sonst haben wir nichts. Ist das wichtig? Ich weiß gar nicht. Die Aufschrift auf der Tür ist unlesbar. Ja, das können wir nicht entziffern. Die Tür ist verschlossen, aber es ist kein Schloss zu sehen. Und dieses Geräusch hört sich nach einer Kreissäge an. Die Tür muss in den Keller führen. Die Tür muss in den Keller führen. Ja, geht's dann wieder ins Haus um mich? Ja, pass auf. Ja, heute, wir können nicht mehr umgehen. Doch. Wir können schon um. Wir müssten da aussehen und dann wieder von der Luke aufsteigen und dann mal um ins Haus rennen. Außer es ist zu. So, wir laufen jetzt einmal da oben. Also erstmal in die Küche rein. Und dann schauen wir mal in den Keller oben. Und da soll die Kreissäge laufen. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich anfangen, die Hernandez zu zersägen.
Verschlossen. Wie verschlossen? Verschlossen. Gibt's das? Geh mal nicht aufmachen. Und einen anderen Weg gibt's ja nicht, gell? Tja, gute Frage. Das heißt, wir müssen wieder um. Aber ich dachte sagen, wir machen noch mal eine kleine Pause. Nehmen wir da schon eine Zeit lang auf. Material haben wir ja wieder voll genug. Pass auf, jetzt stell mich da aus und dann machen wir Pause. Genau, und da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie da in den Keller kommen. So, und mal wieder willkommen zurück bei Let's Play Still Life Teil 2. Und wir haben in der letzten Folge den Täter gebrutzelt. Und der müsste normal noch rumliegen. Wobei, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es wirklich der Täter ist. Weil es gibt da scheinbar einen Komplizen. So, genau, da liegt er. Den haben wir doch da eingeloggt. Und dann haben wir ihn gebrutzelt. Vielleicht gibt es einen Weg, den biometrischen Detektor zu umgehen. Der biometrische Detektor? Ach, das war doch das Ding. Ja, das war doch... Moment. Da war doch was mit dem Fingerabdruck. Können wir denn... Das ist widerlich. Ich muss denken wie Claire. Diese Sachen würden sie total kalt lassen. Und jetzt haben wir ihn am Finger amputiert. Sehe ich das richtig? Der Finger des Mörders. Ja, warum auch nicht? Das macht es natürlich einfacher, dass wir den Detektor umgehen können. Pass auf, jetzt müssen wir mal rein. Jetzt hat. Ja, die Steuerung ist ein bisschen ungenau. Na Moment. Wo müssen wir denn jetzt hin? Der Detektor, der war im Keller unten, gell? Also im Bunker. Und deswegen müssen wir wieder in den Bunker runter. So, jetzt sind wir wieder im Bunker. Und jetzt pass auf, wo war denn der Detektor? Jetzt muss ich noch mal schauen. Genau, das war die Zelle, da war der andere Typ eingesperrt. Das war David Carson, war das. Und dann war da hinten, Moment, da hinten. Genau, die Paloma hat scheinbar den Carson mit dem Gitter an die umgezogen. Und da war man auch schon drin. Genau, das war sein Zimmer irgendwie. Und da meine ich, haben wir nichts mehr. Wir müssen auf die andere Seite noch mal. Da haben wir ja mit einer Landmine haben wir den Lüftungsschacht weggesprengt. Und ich meine, wir haben die Tür da auf der anderen Seite haben wir geöffnet. Die da hinten, genau. So, pass auf, da ist noch Blut. Frische Blutspuren. Haben wir die schon aufgenommen? Bin ich mir gar nicht so sicher. Nicht, gell? Moment. So, machen wir mal Analyse. Blutgruppe A positiv. Und die ist von
Von David Carson. Also er blutet. Oder ist verwundet, besser gesagt. Ja, pass auf, wo ist denn da hingegangen? Das Schloss hat eine andere Farbe als die anderen. Ach so, da brauchen wir wieder so einen Computerschlüssel. Wo ist denn da hingegangen? Moment, da war das Ding, mit dem Fingerabdruck. Der Antrieb wird durch ein biometrisches Gerät gesteuert. Und offensichtlich erkennt es meinen Fingerabdruck nicht. Aber wir haben... Was, digitale Geräuschaufnahme? Sanddaten. Was soll denn das sein? Fehlgeschlagen. Gut, was auch immer das heißen mag. Pass auf, wir wollten den Finger. Gut, und somit funktioniert der Rechner. Ich muss mal wieder zwischenspeichern, denn ich befürchte, dass man das Spiel gleich wieder abkackt. So, was haben wir denn da? Nix. Benutzer Braincheck. Passwort. Scheiße. Das da? Falsches Passwort. Woher weiß ich denn das Passwort? Das auch nicht. So, das war's. Und da haben wir Zugangskontrolle. Die östliche Luke ist geöffnet, die westliche genauso. Obere Tür verschlossen. Die ist geöffnet. Machen wir mal das da. Passwort erforderlich. Vielleicht, ich weiß nicht, die da? Falsches Passwort. Nochmal. Oder Ockelmann. Ist auch falsch. Ja, das da wird nichts sein, oder? Nicht wirklich. Also wir brauchen noch irgendein Passwort. Jetzt schauen wir mal in das Kamerasystem rein. Mit Ton. Gruppe 4 ist verschlüsselt. Das ist draußen. Wie schaut es dann bei B aus? Das müsste im Bunker unten sein. Das ist im Haus. Das ist der Keller. Und da können wir nicht. Verdammte Verschlüsselung. Wie komme ich da jetzt dran? Tja, gute Frage.
Also uns fehlt auf jeden Fall ein Passwort. Haben wir das vielleicht schon dabei? Ich weiß gar nicht. Ein guter Teamspieler hält seinem Partner immer den Rücken frei. Da haben wir Berichte. Das war ein alter Code. Tja, gute Frage. Irgendwas haben wir übersehen. Aber was? Da können wir noch nicht rein. Was ist denn das da unten? Diese Steckdose scheint zu funktionieren. Steckdose, ja und? Können wir da irgendwas machen? Ein Kabel hätten wir da dabei. Aber für was? Können wir da rein? Schon, gell? Wo ist denn da hingegangen? Ach, da war das mit der Kurbel. Ein Absperrhahn. Aber der Schließmechanismus wurde entfernt. Und wir haben ja nichts dabei, oder was passt? Das wird niemals funktionieren. Ja, schaut nichts aus. So, wir müssen damit zurückgehen. Moment mal. Das Blut, haben wir das schon untersucht? Ich vermute einmal wieder David Carson. Genau. Und der ist scheinbar da entlang gekommen. Eine Referenznummer für die Tür. T082445. Was ist das da für eine Nummer? Eine Referenznummer für die Tür. T082445. Das ist die gleiche. So, da drin haben wir nichts mehr, oder? Ich glaube, wir müssen nochmal um. Da ist Affi gegangen, da haben wir doch ein Ding gefunden, ein Garrus. Oder wollen wir noch mehr Affi? Nicht, oder? Nein, wir müssen um. Es muss irgendwo ein Passwort sein. So, wenn es ist da hinten drin hat, oder es muss da in der Zelle drin sein. Vermute jetzt einfach mal. Weil so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr. Pass auf, ich tue jetzt nicht zwischenspeichern.